Oh mein Gott, Jenny, ich bin Fan. Ich habe jetzt den huren MacBook Air, keine Ahnung, ich habe ja den Secondhand gekauft. Und eigentlich nur, dass ich airdroppen kann, endlich, weil ich ja vorher ein Windows hatte und das nicht gegangen ist. Auf jeden Fall hatte ich jetzt nur 10 Minuten gehabt, um unsere Folge da hin und her zu schicken. Und sonst habe ich gefühlt 6 Stunden, bis das auf Swiss Transfer geladen hat. Ja, ich bin jetzt auch im Mac-Game und abhängig von dem Betriebssystem. Hey zusammen, herzlich willkommen zu der 41. Folge Fiasko Famoso. Mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und heute reden wir über unsere fucking Glückssträhne, die Jenny und ich gerade haben. Und wir reden über die beiden abenteuerlichen Reiseromanzen von der Flavia. Weißt du, wie fühle ich mich einmal immer, wenn wir aufnehmen online? Wie? Wie bei Emmas Chatroom. Ja, kenne ich nicht. Wo bist du mit 14, 15, 16? Emmas Chatroom. Die eine ist Wie aus bis Hamburg Beauty gewesen. Palace bin ich gewesen. Aber ja. Dort bin ich auch gewesen. Aber die eine ist aus Hamburg gewesen, die eine aus Shanghai, die andere aus Australien und dann eine aus Deutschland. 4 Mädels, alle haben so mein Traumleben gehabt als damalige 14-jährige Jenny und sie haben sich immer getroffen in einem Chatroom. Und irgendwie vorher, ich habe jetzt da in unserem virtuellen Studio gewartet, plötzlich bist du aufgeploppt und du so, hallo, hoi, hörst du mich? Ich so, ja! Da muss ich mal reinschauen. Es klingt eigentlich noch nice. Ja. Emmas Chatroom. Ja. Klingt aber auch irgendwie... Es ist so voll so... Kann ich, das Es ist so... klingt- So habe sorry, ich sich die Zukunft vorgestellt im Jahr 2005. Ich versau jetzt seine Vorstellung, aber es klingt ein bisschen wie... so ein bisschen... Das, ja, egal. Wie heisst es? Wo man kann Bilder aufladen kann, so sexy Bilder. OnlyFans. Ja, es klingt ein bisschen wie Emmas Chatroom. Sorry. Emmas Es tut mir leid. OnlyFans. Ja, so, du kannst zu der Emma in den Chatroom und dann passieren Sachen. Oh mein Gott, okay, ja, jetzt check ich. Sorry, Jetzt check ich. aber ich will nicht die Nein, 14-jährige wir Jenny sind da Gedanken nicht auf zerstören. OnlyFans und ich bin das auch mit 14 nicht gewesen. Aber Wir haben starten News. Wir haben News. Das ist meine News von der Woche, vom Monat. Das ist mein grösster Schein vom Jahr. Ja. Ja, aber Was? ich will Oder- zuerst andere News verkünden, Jenny. Ja, sorry. Ja, wow. Heute bin ich maximales Spatzenhirn, wirklich gut. Ich habe jetzt schon zweimal vergessen in den letzten 5 Minuten, dass wir das ankündigen. Aber ja, Achtung, Trommelwirbel. Die Flavia und ich sind nämlich am 28. Mai zusammen mit dem Vorstadt-Podcast Headliner beim Podcast Clash. Woo! Genau, Und wo startet der? Das findet statt am 28. Mai, wie schon gesagt, im Club Exil. Das ist in Zürich bei der Hartbrücke. Und vielleicht, die einen werden sich erinnern, Flavia und ich, wir haben mit Fiasko Famoso letztes Jahr dürfen als Special Guests beim Podcast Clash teilnehmen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist der Podcast Clash? Der Podcast Clash ist eine moderierte Game-Show, wo mehrere oder einfach vor allem 2 Podcasts gegeneinander antreten. Es geht um Ruhm und Ehre. Es gibt Spiele, man kann verlieren, man kann gewinnen. Gewinnen kann am Ende des Abends nur ein Podcast. Und darum werden wir an dem Das Abend sind wir. richtig schwitzen. Genau. Und wir Leute- wollen das gewinnen. Leute, wir brauchen euch. Und zwar, ihr müsst auch die anderen Podcasts nicht kennen. Es wird so oder so lustig, aber wir brauchen euch, weil ihr wisst, also ich brauche ja beim Badminton und beim Volleyball schon Leute, die mich pushen. Und Jenny lange leider nicht. Nein. Und ich brauche im Fall auch Leute, die mich pushen. Ja, also wir brauchen Wir euch brauchen da euch im aussen. Publikum. Es gibt nämlich einen Ticketverkauf. Der Ticketvorverkauf startet am 18. Februar. Das ist also in 2 Tagen. Und Es gibt stürzt noch, euch auf die Tickets. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Tickets. genau, und die diesjährigen Special Guests, die wir letztes Jahr waren, ist der Podcast «Auf ein Mate». Haben wir übrigens auch schon mit ihnen aufgenommen. Adventskalender Türli 5. 5. War das? Mhm. Genau. 5 oder 5? Genau, egal. Wahrscheinlich sagen dort alle 5. Dann RMDB Podcast. Ich musste es gerade Flavia hat ablesen. Angst I'm gehabt, sorry. zum Aussprechen. Ja, auf Englisch. Und der Kollege Essig. Bin ich auch gespannt. Also Yes. ich kenne noch nicht alle, aber wir lernen die dort kennen. Und Ich hoffentlich sage- sie müssen ja uns dann supporten. Also die Special Guests kommen dann auf die Bühne und werden aufteilt, oder? Genau, Glaube die ich. supportet in dem Sinne die Headliner in gewissen Disziplinen. Punktuell. Genau.
Ja. Genau. Und ich weiss noch, letztes Jahr wir haben so viel Spass gehabt, wirklich. Es hat teilweise Momente gegeben, wo die ganze Venue geröllt hat, weil es so lustig war. Und es hat einfach für alle etwas dabei in dem Sinne, an diesen Spielen. Und ich wollte noch irgendetwas sagen. Was war es jetzt? Jetzt ist es mir entflogen. Spazierni. Checkst du? Entflogen. Spazierni. Oh. Nicht lustig? Wow. Doch. Nicht lustig, okay. Gut hergeleitet. Nein, und auch einfach mal, keine Ahnung, wenn ihr uns sehen wollt, wir sind nachher ja nicht weg, wir können zusammen etwas trinken, keine Ahnung. Ja, unbedingt. Ja, nein, das wäre schon cool. Darum bitte, auch wenn es unter der Woche ist, egal. Nein, es ist ich glaube, ein Donnerstag. Ein Donnerstag, ja. Oder nein, egal. Es ist ein Donnerstag. Aber ja, auf jeden Fall, Freitag. wir rechnen mit euch, wir brauchen euren Support, wir haben etwas zu gewinnen, es geht um die Wurst. Darum, please, ja. Genau. be there or be square. Gut. Wieder ein Ausdruck, den Flavia nicht kennt. Was heisst das? Hey, be there or be square ist einfach so ein Sprichwort für das Gleiche wie go hard or go home. So, so. Okay, das verstehe ich besser. So, komm, entweder kommst du und bist stehen oder hast halt verpasst. So basic. Ja, okay. Ja. Schon wieder ein Ja. Ja, hey, ich lerne. Flavia. Hey, ja. Wie geht's dir? Jenny, erzähl dir Schein. Du kannst zuerst, oder soll ich zuerst? Erzähl du. Wir sind beide, also schaut, bei uns ist einfach gerade bei beiden etwas Historisches passiert. Also historisch, hey, aber wirklich, weißt du, was glaube ich? Ich glaube, die Sterne stehen so wie noch nie im letzten Jahr. Wie noch nie? Wie noch nie. Hey, wir sind fast so... Gestern war Freitag der 13. gewesen. Ja. Hast du die Story auch gestern aufgenommen? Welche? Die von heute? Oder die von gestern? Halt die, wo Nein, du das gesagt ist hast, heute. dass dein Traum wahr wird. Ah, okay. Das ist heute, ja. Gut, ja, du hast vielleicht ist das immer noch Freitag der 13. Energy, keine Ahnung. Aber ja, gestern, wirklich, und heute, ich bin immer noch so am Was habe ich in meinem letzten Leben gemacht, dass ich so viel Glück habe? Wirklich. Ja. Also zu der letzten Folge, mein Mut, 180-Grad-Wendung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, bei mir. Bei dir? Auch, nein, nicht eine Wende, einfach nochmal eine Steigerung. Ich kann nochmal ein Puzzlejob. Ich kann nur einen Job ankündigen. Jetzt haben wir doch gerade letzte Woche schon einen Job von dir angekündigt. Ja, hast schon also wieder einen Job. Ein neuer Job. Nicht. Mein Gott, ja. Nein, ich habe heute Probearbeiten am Café. Und ja, ich habe auch wieder nicht gerechnet, dass ich jetzt gerade dort rauslaufe und einen Job habe. Also, ich habe halt Probe gearbeitet, ja. Also 6 Stunden. Unbezahlt halt. Also, ist ja Probearbeiten. Ja, und nachher sind wir zusammengehockt. Und nachher sie so, ja, wie bei Watson. Das kommt mir so. Ja. Ich habe gerade so ein Déjà vu, weil du hast letztes Mal schon so erzählt, so, du bist angekocht und sie hat gesagt, ja, also Flavia, wenn du willst. Ja, also sie hat zuerst mal mir den Ball gegeben und ich so, ja, safe. Und sie so, ja, eben, wir würden es dir geben, willst du schon mal Nacht drüber schlafen? Ich so, nein, sicher nicht. Ich nehme das. Ja, aber... Geil, gratuliere, Alti! Ich habe schon gemerkt, am Anfang, weißt, ich bin nicht mega nervös gewesen, aber ich habe halt schon lange kein Probearbeiten mehr gehabt. Und du weißt halt, du wirst beobachtet. Und genau. Und es ist halt vor den Leuten im Café, weißt du? Ja, aber die wissen ja nicht, dass du ein Profi beschaffen bist. Doch, oder? das checkt man dann schon. Weil ich check halt die Menükarte noch nicht. Ich bin eine volle Mitarbeiterin die 6 Stunden, gell? Ich habe gemeint, ich muss vielleicht ein bisschen hinten dran Drinks machen oder so. Da müssen einkassieren, Bestellungen aufnehmen. Alles. Und ich am Anfang so, okay, Flavia, das wären jetzt lustige 6 Stunden. Und weißt, am Anfang bin ich noch so ein bisschen, wenn ich halt nervös, so ein bisschen angespannt bin, dann habe ich eine zittrige Hand. Oh. Und ich hatte das schon mal mit 16, als ich in einem Café angefangen habe zu arbeiten, dass wenn du so servieren musst und du hast ein bisschen zittrige Hand. Und der Cappuccino ist so höher als das eigentlich. Ja. Also es ist etwa 3 Mal passiert, dass ein bisschen übergeschwappt ist. Am Anfang halt. Nicht so schlimm. Nein, nicht so schlimm. Aber trotzdem, du schaust so deine Hand an und du bist eigentlich... Also, im Kopf bin ich nicht mehr so nervös gewesen, aber mein Körper hat einfach immer noch so eine Grundnervosität gehabt. Ja. Du bist so ein bisschen am Shaken, so aber Alter. Ist dann nicht einmal wichtig, wie du dann mit dieser Situation umgehst? Ja,
Ja, Also weißt, wenn du so safe. hysterisch wirst selber, dann denkt sie sich so, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so witzig Ja, zu ja. reagieren. Weißt du, wie hast du dann reagiert? Ja, einmal habe ich den Lumpen genommen und habe es geputzt und einmal habe ich, glaube ich, nichts gesagt und einfach gesagt, sorry, zum Wohl, ist auch gerade so. Irgendwie so. Mhm. Ja, ja. Okay. Ja. Ich bin Ja, mir sicher, du hast das aber- charmant gemacht. Aber ja, so Es geil, ist- jetzt hast du einfach, Es ist jetzt hast du toll. einfach zum Zusammenfassen, du schaffst jetzt dann, irgendwann, ab bald, April, 60% alles, als, aber April. 60% als Host, Social Media Host, News Host bei Watson und nebendran hast du 40%, oh mein Gott, das ist so, es ist jetzt auch offiziell, ich weiss gerade, Ja. vor 2 Monaten hast du gesagt, ja, also das wäre so meine Traumvorstellung. Und jetzt ist es einfach fix, jetzt hast du das auch. Wie fühlt sich das an? Keine Ahnung. Geil. Und vor allem jetzt auch noch geil, den März habe ich einfach frei. Und Jenny, weisst du was? Ich komme dich besuchen. Wirklich? Ja! Weil ich kann ja jetzt dich wo besuchen. Überleitung, wow. So Oh, sag doch nicht! Scheiße, sorry. Wir haben doch gelernt, wir sagen nicht, wenn wir gute Überleitung. Also, Okay, vergessen wir die letzten 5 Sekunden. Ja, Ja, kann ich dich besuchen, Jenny? du kannst mich besuchen in meiner eigenen Wohnung in Amsterdam. Oh mein Erzähl, Gott, ich weiss Leute. noch fast nichts. Du weißt wirklich noch fast nichts. Du weißt nur, dass ich eine habe. Und du weißt, wie sie aussieht. Ja. Aber Ja. ich tue euch jetzt alle zusammen miteinander abholen. Der Podcast heard it first. Also, folgende Sache. Ich bin ja in der letzten Folge und ehrlich gesagt auch noch bis vor 4 Tagen bin ich so in einem Loch gewesen, weil ich gedacht habe, eben, die Zeit schreitet vorwärts. Das Studium wird mit jeder Woche ein bisschen strenger. Und ich habe immer noch keinen Ort. Und ich muss immer noch so viel Zeit aufwenden, jeden Tag, um all diese Plattformen durchzubrowsen, zum Intros über mich schreiben, zum bla bla bla. Ich bin langsam wirklich müde. Und, gewesen. und House-Seeing, oder wie sagt man dem? House-Viewings, ja. Und House-Viewing. ich bin wirklich teilweise, also die letzten 2 Wochen bin ich teilweise an mehreren Wohnungsbesichtigungen täglich gewesen. Also nicht täglich, sondern einfach an gewissen Tagen bin ich teilweise an mehreren gewesen, so rum. Und ich bin einfach müde gewesen, ja, und vom Ganzen. Ich wollte einfach irgendetwas haben. Und dann ist noch dazu gekommen, am Sonntag, also vor einer Woche, hat mich der Luca besucht. Und er hat dann wegen einem Fehl, wegen der Deutschen Bahn, natürlich, ist sein Nachtzug gecancelt worden und er musste früher abreisen. Also Und statt- Fun Fact, wir haben das vorher eigentlich schon predicted und gesagt, Ja, ihr habt es vielleicht muss er einfach lernen. lernen, Weißt nicht auf die Deutsche Bahn zu vertrauen. Genau, der weiß es jetzt auch. Aber ja, das war schon auch nicht. Das Ding ist eben, der Luca ist so, ihn hat das nicht so, er hat gesagt, ich so, oh mein Gott, das tut mir so leid für dich, jetzt musst du einfach den ganzen Montag damit verbringen, im Zug zu hocken, nur dass du am Dienstag wieder arbeiten kannst, nur weil dein Nachtzug ausgefallen ist. Es tut mir so leid für dich. Nein, so, mir ist es eigentlich relativ egal. Ich finde es einfach schade. Er hat es einfach schade gefunden, dass in dem Sinn unsere gemeinsame Zeit verkürzt worden ist, aber dass er ist so wirklich calm, treu in Person. Ihn hat Ich das höre nicht- ihn gerade. Ja, und ich Toll. denke mir so, hä? Wie meinst du, das juckt dich nicht? Also, wie meinst du? Weißt du, ich kaufe ihm das fast nicht ab. Aber ja, ich so, ok. Ja, in dem Fall sind wir Ok. bist du nur traurig. In dem Fall bist du nur traurig, dass wir ein paar Stunden weniger haben. Und ich bin auch noch traurig für dich, dass du so einen Du bist einfach immer doppelt traurig. Ich bin einfach immer doppelt und für alle traurig, ja. Aber nein. Ja gut, auf jeden Fall, noch kurz, Montag. Vor exakt einer Woche bin ich ein bisschen im Loch gewesen, weil ich habe einfach, wie schon ausgeführt. Und dann hat auch noch, obendrauf auch noch der Luca müssen gehen, weil Ja. das noch kurze Klammer auf. Der Luca und ich, wir haben uns jetzt erst 2 Wochen nicht gesehen, bis er mich jetzt da zum ersten Mal besucht hat. Und 2 Wochen, wir haben uns schon ein paar Mal 2 Wochen am Stück nicht gesehen. Also, das ist wie nichts Neues. Ja. Aber irgendwie hat sich das mal anders angefühlt. So, wo ich ihn wieder gesehen habe, hat sich anders angefühlt. Und ich habe mich irgendwie gefragt, warum. Weil die Dauer war ja die gleiche gewesen, wie wo ich im Herbst in die Ferien bin oder so. Ich war 2 Wochen weg gewesen. Aber irgendwie hat sich anders angefühlt, weil ich da so viel durchmache, sozusagen. Also so viel einfach so, weil das für mich eine emotional anstrengendere Zeit ist. Und darum war es so schön gewesen, ihn zu sehen, sozusagen. Und, dass er, Und die wo er Hause hättest du ihn safe mehr gesehen, wahrscheinlich, wenn es dir schlecht gegangen wäre. Ja, genau. Ich Wenn es hätte ihn gegangen so, wäre. genau, so immer wieder mal ein bisschen gesehen oder so. Und irgendwie, weiss nicht, dass er dann auch noch so früher hat müssen abreisen und ich irgendwie nicht so lange hatte, wie ich
damit gerechnet habe. Das hat irgendwie mich wie noch so doppelt getroffen, dann irgendwie, weiß auch nicht. Aber gut. Hättest du mir aber am Montag gesagt, dass ich Ende dieser Woche meine Traumwohnung unterschreibe, ich hätte gesagt, ja, genau. Genau. Aber jetzt zu der Wohnung. Ich bin am Dienstagabend am Mittwoch bin ich an der Wohnungsbesichtigung gewesen. Das ist jetzt nicht, ich rede noch nicht von meiner Wohnung, die ich jetzt habe. Ich bin aber an der Wohnungsbesichtigung gewesen. Und ich habe nämlich angerufen am 5 Uhr. Ich habe die online gesehen. Bin mal wieder auf Haussuche. Dann habe ich am 5 Uhr angerufen. Ich so, ja, ich würde die mega gerne besichtigen. Wäre das möglich? Er so, ja, geht dir am 6 Uhr? Ich so, also heute, 6 Uhr, heute. Er so, ja, heute. Ich so, ja, geht, passt, super. Und ich habe am Telefon gefragt, ist es pet-friendly? Kann man das zweite mieten? Weil es hat... Das hätten wir doch aufgenommen, gell? Ich glaube. Und darum haben wir es verschoben. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Weil im Moment, ich habe immer alles abgesagt, wenn eine Wohnungsbesichtigung reingeschnitten ist. Ja, ich habe dort auch nicht. Ist easy. Ja. Und nachher... habe ich gedacht, oh mein Gott, ja, also nein. Er so, ja, ist gut, es ist hundefreundlich, nimm den Hund mit. Wenn du die Wohnung mit jemandem willst, zusammen mieten, nimm deine Kollegin mit. In einer Stunde see you there. Ich so, oh mein Gott. Ich habe direkt meine Kontakte angerufen, gewusst anderen Leuten aus der Klasse angerufen, hey, hast du Zeit, willst du mich begleiten? Wohnungsbesichtigung, jetzt in einer Stunde. Gut, dann sind wir dort aufgekreuzt. Beide, Kollegin und ich, beide halt über Kopf nicht verliebt gewesen, die Wohnung, aber so gedacht, das passt. Schweine teuer, aber dafür gute Lage. Wir können uns das gemeinsam leisten. Gut, nachher hat der Makler gesagt, also folgendes Prozedere. Wenn ihr mir bis heute Abend alle eure Dokumente schickt, dann kann ich morgen Morgen mit dem Vermieter reden und dann haben wir morgen eine Antwort. Und dann habe ich gedacht, einmal mehr, wie schon 199 Mal davor auch schon, habe ich gedacht, okay, ich bin so nah, zum eine Wohnung bekommen. Aber ich bin nicht blöd. Ich habe gewusst, am gleichen Tag, wo ich die besichtigt habe, haben vielleicht 20 andere Parteien die auch besichtigt. In Amstein bist du nie die einzige Person, die an irgendetwas, wo man mieten kann, interessiert ist. Nie. Also habe ich gedacht, ich habe mich wie so erst freuen, wenn ich gewusst habe, ich unterschreibe das oder ich kann es unterschreiben. Und bis dort bin ich immer noch skeptisch gewesen. Und darum, ich habe wie am Tag, wo der Typ vom Mittwoch mir gesagt hat, hey, heute ist Donnerstag, du hast die Wohnung, habe ich sozusagen wie auf den Vertrag gewartet, aber ich habe auch am 4 Uhr nochmal eine Wohnungsbesichtigung abgemacht. Und ich habe gewusst, die sage ich jetzt nicht ab, ich gehe an die. Und das ist die Wohnung? Und das ist die Wohnung, die ich jetzt bekommen habe, weil folgendermaßen lustigerweise gleiches Prozedere. Ich bin sie anschauen, das mal allein. Ich habe gefunden, hey, Entschuldigung, aber das ist kein Vergleich zu der von gestern. Der gleiche Mietpreis, aber der bessere Stadtteil, grössere Wohnung, viel moderner, einfach näher zu der Uni. Also, und für den gleichen Mietpreis, ich kann nicht reden. Ja. Wie die ich am Tag vorher angeschaut habe. Und dann habe ich gedacht, hey. Aber warte jetzt schnell. Wieso ist denn jetzt die andere nicht? Einfach abgesagt, eine andere. Nein. Ich kann sozusagen, er war an den Vertragsmodalitäten dran gewesen. Er war wie so dran gewesen. Während ich an der Wohnungsbesichtigung war, bekomme ich das Mail mit dem Vertrags, wie sagt man, Draft-Entwurf, mit dem Vertragsentwurf für mich zum Anschauen. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, das passt für mich so, hätte ich das zurückschreiben. Hätte sie bekommen? Ja, genau. Er hat wie gesagt, du kannst sie haben. Ich habe sie bekommen. Aha. Also warte schnell. Ja, ich habe gemeint... Ja, nein. Ey, du bist so verzettelt, ich check's nicht mehr. Also, aber egal. Ja. Ich bin am Mittwoch einige anschauen, ich bin am Donnerstag einige anschauen. Ja. Die vom Mittwoch habe ich bekommen am Donnerstag, aber ich habe mich nicht auf dem ausruhen, weil ich gewusst habe, ich gehe heute nochmal einige anschauen, die ich noch ein bisschen besser finde von den Fotos. Ja. Und es war auch so gewesen. Die habe ich viel besser gefunden. Und beide kosten genau gleich viel, aber die zweite, die vom Donnerstag, ist viel die besser gewesen. Also Plot, du hättest eigentlich plötzlich 2 Wohnungen gehabt. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich muss jetzt einfach, weil ich habe dann wie so da bei der zweiten Wohnungsbesichtigung, als wäre es mega dringend, weil ich habe ja wirklich, der muss mir jetzt auch bald sagen, weil ich kann die anderen nicht eine Woche warm behalten. Also wenn ich das bis am Freitag unterschrieben habe, sagen die ja, sorry, tschüss, wir geben es jemand anderem. Und dann habe ich so mega, dann bin ich so gesagt, okay, Jenny, jetzt musst du einfach lügen, jetzt musst du einfach so tun. Genau. Und wie hast du gemacht? Ja, ich so,
you know the place I'm living right now. I have to move out there immediately. When do you think? Ich so völlig so da, als hätte ich so nirgends zum Bleiben. Und ich so, was glaubst du? Ich habe den Makler so gefragt, den Agent so, ja, was glaubst du, wann wäre das schnellste Datum, wo ich da einziehen kann? Und so. Und nachher er ist wirklich so mega leger auf dem Fenstersims am Hocken gewesen. Und ich so in der Mitte vom Schlafzimmer so am versuchen, nicht zu nervös zu wirken, dass ich da voll am Spielen bin und dass ich eigentlich schon einen Vertrag für eine andere Wohnung im Mail-Postfach habe, weißt du? Und nachher er so, ja, also wenn du mir bis heute Abend deine Unterlagen schickst, dann hast du bis morgen eine Antwort. Genau wie der Typ am Vortag, hat das gesagt. Und nachher er so, und dann kannst du am Montag einziehen. Also das ist jetzt der Montag, wo jetzt die Folge online ist. Und nachher ich so, that sounds great. That's a deal. That's a deal. Weißt du, so richtig that sounds amazing. Wirklich so. Ja. Ich so, that's better than I've ever could Am have liebsten imagined. wärst du schnell in den Nebenraum und bist so gewesen, Ja, ich so, okay. Ich habe mich wie so gefühlt, als wäre ich so in einem Spiel und ich darf jetzt ja nicht die falsche Karte ziehen, weißt du, so. Ja, ich bin so ja. gewesen, Ja. okay, warte, was mache ich? Ich so, gerade nach der Besichtigung, gerade ins nächste Kaffee gerannt, das Mail dem Typ geschickt und dann wirklich nachher am nächsten Tag, sprich am Freitag, stündlich mein Postfach gecheckt, bis er mir schreibt. Und nachher ich so ihm angerufen, wirklich so, what can I do for you? Ich so, ja, hast du schon Bescheid vom Makler, vom Vermieter, weißt du, so um 10:30. Ja. So, das ist doch, also völlig, ich bin so nervös gewesen, einfach. Und dann geil, ich ich sehe jetzt. er so, sehr ja, ich habe in nice. einer Stunde ein Meeting und dann, also, Und long story short, ich habe eine mega geile Wohnung bekommen und mit ich kann es Tür, fast das nimmt nicht mich sehr glauben. Wunder. 2'950 € Miete im Stadtviertel The Pipe, das ist das Viertel in Amstel. It's the pipe. Das Stadtviertel heisst The Pipe, ja. Ich weiss, aber ich wollte sagen, so, es ist der Shit, es ist der Pipe. Egal. Aha, ja, The Pipe. Okay, aber, okay. Und Und wie es viel ist- wohnen da nachher? Also es hat 2 Schlafzimmer, ich weiss jetzt gerade nicht, wie viele Quadratmeter, aber die kleinere wäre, glaube ich, so 55 und die ist, glaube ich, schon so 70 Quadratmeter. Es ist Aha, schweineteuer, aber Ja, nein, also ist ja easy, dafür wenn du komme das zahlen. ich komme etwas All über gut. dafür, weil es ist eine geile Lage und mega nach Uni und super schön. Das ist ja Welle. Ja, Gratuliere, das freut mich. Und Flavia kann dort hausieren, eine Woche. Ja, Also keine genau. Angst, ich muss du bist noch schauen, wenn ich wirklich... komme. Ja, ist gut. Ja. Ich freue mich, dass du kommst. Ich habe mich schon gefragt, Ja. wenn die ersten Leute angerannt kommen, sobald ich sage, hey, ich habe jetzt im Fall eine Unterkunft. Ist nicht lang gegangen. Einen Tag später. Ja. Nein, ich freue mich wirklich sehr. Aber wann ziehst du jetzt hin? Also ich komme am Montag, also heute, wenn ihr das hört, habe ich die Schlüssel in der Hand. Nice. Ich komme am Montag okay, Schlüssel ja, dann über. kannst du ja... Okay, sehr nice. Und dann habe ich ja 2 Wochen, um so ein bisschen da schlafen. Und weil das grosse Nachteil an dieser Wohnung ist, es ist Kein Möbel. unmöbliert. Nein. Ja, jetzt geht es auf Möbelsuche. Ja, aber weißt du was, es kommt einfach noch besser. Meine jetzige Gastmutter hat gesagt, sie hat ein Lager gemietet und dort hat sie ein völliges Bett, Alter, Betty. ein völliges Sofa. Alter! Völliges Das ist einfach so ein Lagerraum. Sie hat gesagt, ich wirklich so, als ich ihr erzählt habe, dass Das ich sind Wohnung habe, Goldschatz. Die Ich sind so- Goldschatz. Die ist... Ja. ich bin sprachlos gewesen. Ich so, also Entschuldigung, aber ich habe keine Ja. Glückssträhnen. Alle Wir meine zwei, Haare sind also ich Glücksstränen. weiß auch nicht. Darum Ja. sage ich, die Sterne stehen, weiss ich nicht wie. Aber sie Ja, du stehen siehst gerade aus wie crazy. eine Wahrsagerin. Die Sterne stehen. Sterne stehen. Ja. Sehr toll. Ah, das sind Leute, wir ja ich beide so hoffe, glücklich. ja, ich hoffe, Nein, jetzt tust du nicht... Was? ich hoffe, ich ich will sagen, ich hoffe, dass ihr auch gerade so eine Aha. Glückswelle reitet. Ich habe Angst gehabt, weißt, die einen Leute, wenn sie so glücklich sind, dann schon am nächsten Unglück suchen. Weißt du, ich hoffe, Weißt du, was ich so von meine? we- Ja, stimmt, ja, so von wegen. wo es oh. nicht können. Also ich habe auch kurz so gedacht, so, ui, wann wird es dann wieder mal ein bisschen harziger? Aber ich so, nein, jetzt ist es zuerst mal gut. Weißt, jetzt Also, ist es zuerst mal. Suchst du dann eine Erklärung dafür, warum du so viel Glück hast? Nein, Also, nein, weißt du, ich kann es auch Wie Nein. erklärst du dir, dass das jetzt für dich so perfekt aufgegangen ist? ein bisschen dafür etwas gemacht, Glück gehabt, Einsatz, Leute kennt, erzählen, der Welt erzählen, was man will. Ja. Ja. Also, Ja. du hast auch Einsatzzeit mit deiner Wohnungssuche. Und das Glück spielt fast immer irgendwo eine Rolle. Das stimmt. Ja. Ich habe auch wirklich Aber ja. sehr viel Glück gehabt. Aber ich bin auch froh, Schön. dass ich in dem Sinn mich nicht früher mit etwas
weniger gutem zufrieden gegeben habe. Ja, Also ich das habe ein ist- paar Mal dich im Kopf du gehabt, hast- der so sagt, ja, vielleicht musst du einfach mal deine Erwartungen ein bisschen runterschrauben und ein bisschen außerhalb und so. Und so, ja, ich habe zu schlechten Optionen Nein gesagt, obwohl ich sie hätte haben können, dann hätte ich weniger Langkopf gehabt. Ich habe gefunden, nein, ich glaube, da Ja. liegt noch mehr drin und jetzt bin ich belohnt worden dafür. Sehr schön, sehr schön. Schön, wenn es schön ist. Ja. Also, ja. Aber Du hast noch ein paar Reisestories im Petto gehabt, bevor das Ja, also ich kann ich bin reisen. Also ich tue jetzt Jenny so ein paar Kapitel sagen und sie kann auslesen, welche Kapitel sie wann erzählt haben. Und zwar nur schon für die Leute draussen. Ich bin wann bin ich? Ich bin bei Weihnachten bis Am Mitte 20. Januar. Dezember. Genau, bin Ganzen ich Monat. Panama und Kolumbien reisen. Ich habe noch nicht so viel erzählt und habe ein paar Sachen auf Lager. Genau. Und jetzt habe ich Kapitel. Oh, Alter, was machst du mit dem Feuer? Sie hat ein Zündhölzchen in der Hand. Du hast das Kerzchen Ich anzünden? habe ein Zündhölzchen angezündet und es hat eine Was machst du mit dem? Flamme Und mit Hand mit dem Oh, wow. Und Ich habe hat gestern einen- auch ein Kerzchen. Ja. Ich habe gestern ein Kerzchen angezündet zum Journalen. Da habe ich mich auch herzig gefühlt. Ja, sorry, ich kann nicht ablenken. Alles gut. Du Hast bist einen aber... Monat weg gewesen und hast noch ein paar Reisestories im Petto. Also, es gibt das Kapitel Reiseromanze. Dann gibt es das Kapitel Reisegruppe. Also sorry, das ist ein Scheißtitel, aber ich habe keinen besseren gehabt. Und dann gibt es noch das Kapitel Komplikationen. Okay. Mama, Welches Kapitel willst du aufschlagen, Jenny? Also warte schnell, zu meinem Verständnis. Reden wir heute über alle drei, nur die Frage ist die Reihenfolge, oder reden wir heute über eins? Stimmt, ich könnte auch... Ja, ich weiss nicht, wie viel Ich weiss halt nicht, wie lange deine hergibt. Stories sind. Wir können mal schauen. Weißt du, es- Okay, weil ich glaube, wenn wir alle drei heute machen, weiss ich nicht, ob ich das Beste zum Schluss will. Weißt du was? Nein, ich muss mich einfach entscheiden. Ich entscheide mich für Reiseromanze. Okay, Reiseromanze. Hast du Oh, Mann. etwas anderes gehofft? Also du weißt ein bisschen etwas, aber Ja. ich muss das schon erzählen. Und ich erzähle auch ein bisschen mehr, weil als sonst, weil, also ein bisschen mehr, ich meine, ich erzähle sonst von Dates nicht wirklich viel, aber die Typen, die sind ja am anderen Ende der Welt. Also es ist du ja meinst so. nicht viel im Podcast. Du erzählst Im- nicht viel im Podcast. Ja, Richtige- aber wir dürfen nicht immer so... Die Kollegin hat gesagt, sie nervt es immer, wenn die im Podcast sagen, ja, ich sage das dann off-mic. Aber es ist halt schon so. Es ist Ja. voll. Also, nein, aber ich meine, ich erzähle im Podcast jetzt ein bisschen mehr von diesen Begegnungen, als ich schon Weil es kommt nicht drauf an. Ja. Nein, weil die Dudes, erstens Oh Gott, verstehen die ja, meine ja, Sprache bitte, nicht, bitte, zweitens bitte, ich freue keine Ahnung, mich. wo die jetzt sind. Ja. Oh mein Gott, ja, bitte. Ich habe nachher noch... Fangen wir an. Ja. Nein, jetzt zuerst deine Story. Okay, also es sind zwei Romanzen. Die eine ist ein bisschen länger gegangen, die andere ist einfach eine Nacht gegangen. Und die erste Romanze ist mit dem fuck! Ich kann es wieder nicht sagen. Rezept Mit dem Rezept. Du hast mit dem Rezept Nein. geschlafen. Ich habe mit dem Rezeptionist, Alter. Mit dem Rezeptionist. Rezeptionist. Rezeptionista. Rezeptionista. Nein, das La wäre nicht Rezeption. Mit der egal. Ey, Mit dem Scheiße, hast- Mann. Genau. Mit dem, wo man es Ja, Check-in macht. ja, wow. Du hast super auch bei ihm Plot-Twist. gecheckt. Oder er hat bei dir Oh, gecheckt. shit. Ja, also, Okay. das ist, ich würde sagen, es war eine 4-tägige Romanze in Minca. Das ist im Inneren von Kolumbien. Also es ist nicht mega, mega weit weg von der Küste mit dem Meer gewesen. Aber es ist wirklich im Dschungel gewesen und wir hatten dort oben auch eigentlich keinen Empfang gehabt, nichts. Es ist wirklich, wir sind abgeschottet gewesen. Und ja, also eben ist halt, er hat uns halt eingecheckt. Zuerst mal als ganze Gruppe, wir waren eine 5er-Gruppe. Und dort habe ich ihn so herzig gefunden, aber ich bin jetzt nicht hin und weg gewesen, aber herzig. Ein cuter Smile drauf, Kolumbianer. Darf ich auch seinen Namen sagen? Ja. Nein, ich sage den Namen nicht. Also entweder sagst Ich Ja, sage seinen nein. zweiten Namen. Alberto. Gut. Okay. Der Alberto. Und nachher sind wir am gleichen Abend an so ein Feuer als Gruppe und er und
noch andere Leute, glaube ich. Und dann hast du so gemerkt, er hat dann so mit uns zwei Frauen verreden und dann hat er auch so gefragt, ja, wo wohnt er? Wohnt er mit einem Freund zusammen? Weißt du, so. Und ich weiss so er jetzt... am Abtasten. Mhm. Genau. Und ich weiss jetzt von den Jungs, die ich gereist bin, dass er, bevor er mit mir verreden hat er bei den Jungs abgecheckt und gefragt, was ist eure Konstellation? Also, Ja, er hat sich informiert. Ja, und er hat nachher sogar gefragt, so, ob er bei mir einen Move darf ich machen. Weißt du, die Jungs gefragt. Ja. Findest du das nicht herzig? Also mal, ich bin jetzt gerade überlegt, ob ich es herzig finde oder nicht, weil, also so, weißt du, so... Aha, als ob sie über mich entscheidet. Wieso braucht er das Erlebnis der Jungs, aber andererseits, ich verstehe... Aber das ist im Fall so ein Ding, im Fall. Weil einmal jetzt später, ich hatte nichts mit dem Dude gehabt, aber es hat nochmal einen Dude in Australien, der auch zuerst zu den Jungs ist. Und nachher sind die Jungs zu mir gekommen und so, Alter, es regt mich langsam auf, dass die Jungs immer uns zuerst fragen. Also kann ich verstehe, wenn sie sich darüber informieren wollen, zum Beispiel, wenn du vergeben bist, dann müssen sie ja keinen Move machen. Dass man so das fragt, verstehe ich. Ja. So, hey, ist eure Kollegin, wisst ihr das, ist sie Single, vergeben oder wie auch immer? Dass man das fragt, verstehe ich, aber so... Ob er sich dann entscheidet, einen Move zu machen oder nicht. Warum? Also, da kann ich sehe es aber, weil er dort geschafft hat. Weißt? Er will ja nicht böses Blut. Wir waren dort oben 4 Tage noch gewesen, und wenn jemand von den Jungs, ich habe nichts mit den Jungs gehabt, wir haben nichts miteinander, wir sind nicht Friends, wenn dort ein böses Blut war, dann hätte er ja verkackt als weißt, in dem Hostel. Als Angestellte. Weil er hat nachher mit einer vom Hostel etwas, und wenn die Jungs nachher hässig auf ihn sind... Ja, aber juckt das, wenn die nur 4 Tage dort sind? Ja, keine Ahnung, du meinst, aber er muss sich einfach absichern. Genau. Gut. Und dann? Und dann? Was war sein Move gewesen? Boah, ich weiss nicht mehr. Ja, wir haben dann ein bisschen geredet, und er hat dann irgendwie mir mal gesagt, ja, dass er manchmal ein bisschen Hilfe bräuchte, dass er manchmal ein bisschen schüch sei. Und ich glaube, so ein bisschen Hilfe von der Frau oder so. Okay. Und dann hat der Kolumbianer. Ein schücher Kolumbianer. Ein schücher Kolumbianer, ja. Ja. Und er hatte Spangen gehabt. Ich schon von Wirklich? Anfang an. Ja, ich so am Anfang an gedacht, so, will ich das mit jemandem mit Spangen küssen? Also, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Hast du nicht selber eine Spange gehabt früher? Doch, aber ich habe doch dort noch nicht geküsst, glaube ich. Oder einmal nicht so. Merkt man das, also, Küssen? Nein, Spoiler, nein, gar nicht. Okay. Ich habe geküsst. Spoiler. Ja, sorry. Du hast von Anfang an gesagt, du hast mit ihm geschlafen. Wow. Ich habe gesagt, er ist bei dir eingecheckt. Nein, du hast vorher schon gesagt. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich das vorweggenommen. Habe ich dann so... also ich habe angenommen, dass der sicher schon ein paar Mal etwas mit einer hatte im Hostel. Ja. Weil, also... Ja. Und dann habe ich halt so gefragt, dass er regelmäßig Check-ins macht, meinst du? Er macht regelmäßig Check-ins. Sorry, ich Also ich habe es angenommen, und dann habe ich halt so gefragt, wo gehst du mit deinen Check-ins an? Nein, so habe ich es nicht gefragt. Aber ich habe so gesagt, ja, wo wohnst denn du? Und er so, ja, mit meinem Bruder zusammen. Und ich so, ja, wie ist denn das, wenn du mal jemanden mitnimmst und so? Und nachher hat er dann halt gesagt, ja, also er geht nicht in sein Zimmer mit denen so. Ich also er hat dir so durch die Blume zu verstehen gegeben, dass es Options gibt. Irgendwie. Und er hat aber gleichzeitig nicht wirken, als würde er da jede Woche mit einer schlafen. Weißt du? Also im Hostel, wo er schafft. Ja, aber weißt, mir ist das wirklich scheißegal gewesen, weil also ich finde es nicht schlimm. Ja. Also aber solange er... Ja, also. Nachher? Oh, warte jetzt, fuck, Mann. Dann ist meine Gruppe schlafen. Und dann wollte ich zuerst mitgehen, weil ich dachte, nein, also in der ersten Nacht kann doch jetzt noch nicht laufen. Wir können, also, hä? Und dann hat die Kollegin so gesagt, nein, bleib jetzt doch schnell noch ein bisschen wach. Und dann bin ich halt dort geblieben. Und dann sind wir... beim scheuchen Kolumbianer, die scheuche Flavia. Wenn wir scheuchen Kolumbianer sind, wir ein Plätzchen suchen. Und
nachher, also, zum einfach so ein bisschen unter uns sein. Und dann hat er so Plätzchen abgecheckt. Und er so, oh Mann, überall Leute, sorry, ich weiss nicht, was los ihr ist. habt Englisch geredet, oder? Du Ja. kannst auch ein bisschen Spanisch. Ja, so ein bisschen beides. Aber mehr Englisch. Mhm. Ja. Und nachher sind wir so vom Liegestuhl gegenüber gehockt. Und dann war so ein Moment wieder, Teasing. Es war so, er hat so auf meine Lippen geschaut. Und ich habe gewusst, so, Alter, weißt du, so, ich Mach kann das doch. nicht. Ja. Bist nicht so scheu. Und nachher, ich glaube, ich bin viel so führen. Egal, dann haben wir uns auf jeden Fall mal geküsst. Okay. Okay. Und nachher, er so, okay. Er arbeitet ja an der Rezeption. Er geht jetzt mal schauen, was für Schlüssel noch rum sind. Oh Nachher sind wir rauf wieder zu der Rezeption. Ja. Und dann hat er da einen Bungalow klar gemacht. Ja, das war sehr gut gewesen. Dann war Rambazamba. Sorry. Dann war Rambazamba, hat Spass gemacht. Und es ist wie die Dann war erste er plötzlich Nacht- nicht so schüch gewesen. Hä? Nein, dann war er nicht mehr so schüch gewesen. Es war sehr schön gewesen. Ich bin aber wieder in meinem Dorm schlafen. Ja. Mit den anderen. Und dann die Jungs am nächsten Tag so zu mir, und haben ihr rumgeplatzt? Sagt man so. Umplatzt. Ja, ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, Und noch nie nachher habe ich ich das so- gehört. Okay. Nicht, die haben irgendwie das immer so gesagt. Das kommt ins Repertoire für das Wort mit, also ja, Sex. Nein. Haben wir Sie haben gemeint, nein. umplatzt? Umplatzt ist Küssen. Sie haben nicht Sex gemeint. Ah. Die sind fast aus dem Häuschen geflogen. Und ich sage, umplatzt? Nein, ein bisschen mehr. Und nachher so, nein, Flavio. Weißt du, es war das erste Mal, dass ich etwas mit jemandem hatte auf dieser Reise. Mhm. Und nachher haben wir halt, es war lustig in der Gruppe, weil erstens irgendwie, sie haben ihn halt auch den ganzen Tag gesehen und haben langsam Sachen gewusst, weil ich habe recht viel erzählt. Ja. Aber- Manchmal erzählst du mehr Sachen, als man eigentlich wissen will, ja. Nein, sie haben aber recht viel wissen. Sie haben halt auch explizit okay. gefragt. Okay. Und Ja, und dann ist halt komisch, wenn man ihm so im Dorm Nein, Gang es ist über den aber- Weg läuft. nein, Nicht? aber nicht. Es ist nachher so natürlich gewesen, weil auch die Jungs untereinander, er hat mit uns Ping-Pong gespielt und es ist wie klar gewesen, am Abend werde ich nicht im Dorm schlafen. Also es ist nachher wie klar gewesen, für Gruppen auch, weißt? Am Tag sind wir ab und zu zusammen, aber am Abend ist dann Flavio weg. Also Nachher bist du 4 von 4 Übungen weg gewesen. es sind 3 Übungen gewesen, habe ich jetzt gerade realisiert. Und nachher habe ich halt gefragt, ja, hey, gibt es diese Nacht auch irgendwie Options? Und dann hat er gesagt, ja, er muss in die Reservierungen schauen. Und dann hat er, das Mal ist, nachher ist ein anderer, mein Gott. ein anderes Sorry, Häuschen ich kenne halt die Story. Die Ja, ich Story weiss. schon. Aber ja. Und nachher, dort habe ich aber immer bei ihnen angeschlafen, die ganze Nacht. Und am Morgen, am Morgen geht er schon wieder in die Reservationen schauen, was heute Abend Nein! Doch, es war so lustig gewesen. Und er so, ja, hey, aber für diese Nacht war es jetzt ein bisschen blöd gewesen, weil es ist ein Downgrade war, es war ein schlechteres Häuschen gewesen, es war jetzt nicht so schlecht gewesen. Besser als ein Zehnerschlag. Da haben wir einmal nicht Sweet gehabt. Nein, aber für die letzte Nacht haben wir wieder Sweet gehabt. Ja. Und es ist, Nein, ich kann nicht mehr. ja, es ist sehr funny gewesen. Wir haben uns dann Tschüss gesagt, schön gewesen. Ja, aber ich kann nicht wollen vor der Gruppe Tschüss sagen. Es war so ein Pressure gewesen. Weißt du, so, Wie sagt man so einer Reiseromanze Tschüss? aber ich kann wollen, also ich wollte mit ihm allein sein. Weil ich kann nicht wollen, ich habe ihn nie vor den anderen geküsst. Das habe ich irgendwie komisch gefunden. Ich küsse irgendwie nicht so gerne vor anderen Friends. Und dann sind wir schnell 5 Minuten bevor ich abgereist bin, sind wir schnell irgendwo an, haben Noch uns mal geküsst, gesagt, schön. Nein, das klingt so scheiße. Das Ja, ist ich nicht weiss, rumgeplatzt. das ist scheiße. Oh Gott, das ist so grusig. Nein, und gesagt, war schön gewesen. Ja, und tschüss. Ja, und es ist, okay. ja. Und die zweite Reiseromanze? Also mal, was sagen wir zu dieser Fazit? Gutes Check-in gewesen. Fazit, ja, er ist Spangen küssen merkt man nicht. Mhm. Auf Spanisch, nein, das kann ich nicht sagen. Nein. Moll! Nein, aber Ich weiss genau, was du jetzt gerade sagen. ich kann halt, also schau, ich habe in der Gruppe, Hebt euch fest.
ich habe in der Gruppe zuerst gefragt, so Leute, was gibt es da Spanisches, was ich beim Sex kann sagen? Und nachher haben sie so gesagt, als Spaß, sie so, ja, könntest du ja Papacito sagen. Und ich so, nein, ich habe eher etwas, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber nicht das, weil das ist ja wie Daddy, glaub. Ja, oder? Das sagst du ja auch. Ja, Papi. Nein, Ist so. Haha. Sie meinte so, weil ich an meinem Vater Daddy sage. Kannst du jetzt wieder das reinbringen? Das ist ein bisschen Ja, komisch. sorry. Bah. Ja. Aber ja, nein, sorry. Und ja. nachher habe ich gedacht, ich frage ihn dann mal. So, und dann habe ich ihn so gefragt, ich so, was kann ich dir auf Spanisch sagen? Und nachher hat er gesagt, Sorry, das ist das Geilste, dass du das gefragt hast. und nachher hat er gesagt, Papi. Und jetzt cringy. Jetzt cringy, weißt du, wenn ich das gesagt habe. Aber dort ist es okay. Oh Was? Gott, Ich habe es gesagt! Ich habe es aber nur einmal gesagt. Ja, wenn ich schon frage, muss ich es dann schon sagen. Oh mein Gott, ich kann wirklich nicht mehr. Oh mein Gott. Aber auf Spanisch tönt es schon nochmal alles besser. Es tönt doch. Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob ich es sagen soll, aber dann habe ich wegen dem Gedanken so viel cringe, dass ich es jetzt nicht gesagt habe. Hättest du jetzt Papi sagen? Ja. Nein. Ja. Ja, es ist wirklich lustig und eben, ich finde, du bist ja auch einfach die Geilste, weil du so Sachen fragst und das dann auch machst. Ich liebe das. Ja, ich glaube, er hätte es auch gut gefunden. Und dann noch in der Oh mein Gott, ich kann Oh ja. nicht wirklich. Sehr funny gewesen. So lustig. Okay, gut, Ja. gut. Haben wir diese Side-Story auch noch erzählt. Das finde ich gut. Also das geht langsam an meine Grenzen, aber das ist noch okay. Weil Okay. Look, Reden beim Sex ist ja okay. Ja, ich glaube, wir wissen alle, dass wir beim Sex nicht verstummen. Darum. Ja. Also ich hoffe es nicht. Also, geil, ich habe dich nicht ausgelacht. Nein, all good, Jenny. All good. Gut. Also ich lache ja selber. Papi! Also, Aber das ist jetzt Reiseromante Kapitel Genau. Alberto gewesen. der Alberto. Und jetzt kommt Dennis. Der Und Dennis. zwar- Von dem hast du mir nicht erzählt, glaube Doch. Der Holländer. ich. Hä? Nein? Doch. Oder ja, vielleicht. Doch. Erzähl. Wenn ich das mache. Ah! ja, stimmt. Also es ist eigentlich Ende Reise gewesen. Stories. Also ich weiß nicht, ob das Daten ist, aber ja. Ja, Romanzen-Stories. Also, der Dennis aus Holland. Der Aus Dutch Holland Guy. lebt aber in Schweden. Okay. Ist ein Forscher. Mm. Ja. Ist so ein nerdy, ja, 32. Ist Ich noch- weiss, was dein Forschungsgebiet ist. Alter, Jenny. Ja. Für diese Nacht bin ich. Sorry. Nein, es ist wirklich. Ich habe nicht gedacht, dass irgendetwas noch laufen wird. Also ich habe wirklich eigentlich nur mit den Kolumbianern etwas gehabt und dann finito. Und nachher war letzte Nacht. Eigentlich denke ich verbringe die mit meiner Gruppe. Es ist 10 Uhr am Abend und dann haut mich der Dennis an und fragt, was ich da trinke. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Aperol, was du? Und dann sind wir im Gespräch gewesen. Und er hat mich überzeugt. Ich habe dort realisiert, ich fahre so auf die richtigen Fragen ab, wie man Fragen stellt. Er hat zum Beispiel, ich habe erzählt, ich habe einen Podcast und dann, also erstens Interesse zeigen und Fragen stellen ist ja attraktiv, aber halt, dann hat er so gefragt, ja, was ist denn deine Lieblingsfolge und wieso? Und ich war so gewesen, Wow. Gute also, Frage. Gute es ist Frage. eigentlich so banal, es ist ein bisschen banal, nein, es ist nicht, weiss ich wie die, also es kann mega Nein, deep werden. Ich habe das Gefühl, die erste Frage ist immer so, cool, wie bist du zu dem gekommen? ja, Dabei ist das gar nicht so genau. spannend, wie was du jetzt gerade gesagt hast, so der Inhalt. Voll. Und dann ist halt sehr schnell mega coole Gespräche entstanden. Und dann bin ich nicht mit der Gruppe mit in den Ausgang, aber wir sind einfach im Park gehockt, irgendwo in Medellin, in Kolumbien. Und dann haben wir 2 Stunden weitergeschnurrt. Dann sind wir zurück zum... Also ich habe gedacht, also Sex wird nicht laufen, weil wir sind beide in einem Dorm. Aber vielleicht ja ein bisschen küssen oder so. Aber nachher beim Zurücklaufen hat er so eine Pirouette gemacht.
und mich aus der Pirouette raus geküsst, wie im Film. Wow, Ich bin so auf der smooth. Ja, also ich Ja. bin auch kurz gesehen, so, okay. Und nachher habe ich schon gedacht, wie geht jetzt das weiter? Also, Er war im Und das sind wir- Hostel. gewesen. er war im gleichen Hostel, gewesen, aber ja. Im gleichen Dorm? eben. Nein, das nicht. Ja. Und nachher sind wir in den Aufenthaltsraum runter. Und dort hat es überall Kameras, oder? Und dann sind wir so auf dem Sofa gehockt und ich habe schon gesagt, ich so, Alter, ich fühle mich da gar nicht wohl, so Kameras und weiss ich was. Und wir haben ein bisschen gekuschelt und ein bisschen geküsst und nachher haben wir halt so entschieden, so, ja, jemand zu jemandem in den Dorm will. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei mir kannst du safe nicht, ich bin in einem Frauendorm. Ja. Und er so, ja, bei mir. Und ich so, ja, eigentlich schon. Und ihr müsst wissen, es ist so ein Dorm, es ist Beton, es sind so Betonkapseln und es hat wie nur Nur ein vorne Vorhang. einen Vorhang. Also es ist nicht offen. Man ist Aber schon er recht war so in privat. einem 12er-Schlag, oder wie? Achter und Funny Thing mit meinen Jungs. Oh Gott. Oh Gott, okay. Auf jeden Fall. Aber die sind noch im Ausgang gewesen. Und dann haben wir so entschieden, easy, also dann gehe ich zu ihm. Und nachher sind wir so am Aufstehen, dann kommt die Security Lady, ein Kopf kleiner als ich, und der Dennis, der war 1,88, so ein Holländer, und sie checkt genau, was da abgeht, gell, die Frau. Die hat uns wahrscheinlich auf dieser Kamera beobachtet. Sie zu mir, which room you are? Und ich so, 144 und nachher sie zu ihm und du und er so ja seinen Raum gesagt und nachher sie hat das Wort Sex nie ins Wort genommen, ins Mund genommen, aber sie hat dann, wenn er jetzt ins Video schaut, sie hat so 2 Hände genommen, also 2 Ihre Arme aufeinander und nachher hat sie bitte so gemacht, also so ein bisschen à la, sie hat Sie gerade so. Sex, ja, Was sie hat hat Kopf sie geschüttelt, sie hat ihre 2 Arme so ein bisschen bewegt und so Kopf geschüttelt, so no. Und ich so. Und wir so wie so Kinder so, no, yeah, No. Und in der Gang hat es halt auch überall Kameras, gell? Ja. Also, das ist... Ja, Und dann bin ich wie mit abgemacht, er lässt die Tür ein bisschen offen und ich gehe in mein Zimmer, um mich abschminken und so, weil ich kann ja. Also sie hat euch, sagen wir so, sie hat euch getrennte Wege gehen. Genau. Und nachher bist du dich abschminken, er hat die Türenspalt offen gelassen und du hast dich zurückschleichen. Also ich bin dann einfach wie selbstverständlich in die Tür hineingelaufen. Hast du nicht Angst, dass sie dich wieder sieht auf der Kamera? Aber also ich habe gedacht, ich kann doch jetzt nachher nicht einfach in den Dorm reinkommen. Ich hätte voll gedacht, dass sie das dann macht, wenn sie uns ja vorher schon Wirklich? verwarnt hat. Meinst du nicht? Ich habe auch das Gefühl gehabt, die hätte das jetzt müssen sagen, aber die würde nie in den Dorm rein, weil das ist hure privat. Okay. Ja, aber Weil ein dort- Achterschlag ist ja nicht so privat. Ja, aber wenn plötzlich einfach so ein Mitarbeiter in der Nacht um 3 reinkommt. Ah, Ja. okay, ja, gut, ja, check ich. Das habe Das ich war in nicht. der Nacht, Also, stimmt. ja. Und in der Zwischenzeit, also die Jungs, die haben gewusst, dass ich dann in ihrem Dorm bin, aber sie haben gewusst, sie müssen jetzt nicht gerade heimkommen. Okay. Also, es war das easy. hast du ihnen nicht gewesen. verstanden gegeben. Mhm. Ja, aber sie haben auch, also sie werden auch nicht früher heimkommen. Aber sind nachher, dort nicht andere Leute am Schlafen gewesen? ja, also einer war am Schnarchen, gerade neben dran. Und nachher, er war oben gewesen. Also ich musste raufklettern. Und dann bin ich so raufgeklettert und dann in dem Moment höre ich das Schloss. Da kommt jemand rein und ich komme gerade noch hinter ins Bett. Also so Und- hinter dem Vorhang? Ja, ich bin gerade in der Kapsel rein. Und so am Huren. Und nachher, und am Vorhang schnell antun, gut. Und nachher, sie Sein Herz so, wäre sie, nicht auf 180. ja, ich habe mich gefühlt, wie so, ja, keine Ahnung, auf Mission. Und nachher, sie so, die haben sich auch schon ein bisschen kennengelernt. So, hi Dennis, sorry, I'm a little bit drunk. Hat sie gesagt, is there someone? I saw someone. Und nachher so, no. Und ich so, sie hat wahrscheinlich meine Beine noch gesehen, so innen Ja, drin. über unten rumhuschen. Ja, aber er voll überspielt. Er so, no. Und ich habe Smalltalk gemacht. Und währenddessen er mit ihr geredet hat, er sein Tüchli noch über, weißt, es hat ein bisschen Spalt gehabt. Er hat sein Tüchli noch über die Stange da, damit wirklich, dass man gar nichts sieht. Und hat währenddessen noch mit ihr so geredet. Schlau! Ja. Und nachher ist er zu mir raufgekommen, sie ist gut duschen, der andere hat weiter geschnarchelt. Und dann haben wir halt, zusammen etwas gehabt. Und der Fun Oh, im Achterschlag. Am 3 Uhr am Morgen. Mit Leuten
anwesend im Raum. Ja, aber der Schnarchli-Typ, der hat die ganze Zeit durchgeschnarcht, der hat nichts mitbekommen. Und die andere hat besoffen? duscht. Die andere Ah. hat zuerst duscht und nachher hat sie eh nicht gecheckt, weil sie so betrunken war. Also, Okay. Und die aber- anderen vom Zimmer sind im Ausgang gewesen. Genau. Und eine Oh mein Szene war so gewesen, aber er ist 1,88. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, egal. Auf jeden Fall, wenn er ein bisschen weiter unten ist, ja. Mhm. Dann habe ich mal so raufgeschaut und seine Beine Oh bis zum Knie sind einfach oben rausgeschaut. Also oben rausgeschaut. Oben ist ja die Decke. Nein, Also oben so raus. Ich meine, er ist Aus ja dem Bett oben. raus? Ja. Weißt du, aus dem Vorhang raus. Aha. So meine ich. Aha. Ah, sorry, ich habe mir vorgestellt, dass wie die Kapsel oben auch geschlossen ist. Ist sie auch. Hä? Es ist zu, aber es ist auf einer Seite offen und wenn er ein bisschen weiter unten ist bei mir und sich ausstreckt, dann kommen seine Beine aus dem Vorhang raus, logischerweise. Und ich bin so, ich habe also raufgeschaut und ich so, no, das geht, also ich so, nein, das geht nicht. Nein, so, Wie nein, hast du das gesagt auf Englisch? Ach, hör auf. So, no, Du hast gesagt, nein, no, hör auf. no, Don't that's do not this, gonna hör auf. work. Hör auf. Nein, nachher is ich not so, work. no. Er so, egal. Und ich so, nein. Also, das, weißt, ich habe wirklich, also dort habe ich mein Hirn nicht abstellen, wenn jetzt jemand reinkommt und seine Beine dort raus gesehen. Also, Ja. nein. Und dann haben wir dann da umfunktioniert, hat dann funktioniert. Ja, und nachher habe ich, es ist mein letzter Hast du ihn auch Abend gewesen. gefragt, wie du kannst du nicht auf Holländisch? Nein, oh Mann, das wäre jetzt so spannend gewesen. Was hättest du? Ah, stimmt, du bist jetzt in Holland. Keine Ahnung. Das musst du Also- jetzt ein bisschen herausfinden. Also ich weiss, dass man, also zum Beispiel meine Gastmutter nennt ihre Katze Schätzchen. Schätzchen? Ich glaube, das heisst so wie Schätzchen, aber ich weiss nicht, ob man das so sagt. Ja, das wäre jetzt ein bisschen too Im much gewesen für die Schäferstündchen? erste Nacht. Ja. Nein, Das musst ich du muss so herausfinden. Sachen sind lustig, gut zum Wissen. So und Beleidigungen. Egal welcher Sprache. Ja. Einfach gut zum so im Petto haben. Muss ich noch ausfindig machen. Ja, We'll bin get back gespannt. to Musst you. du mir dann Mhm. sagen. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe halt, gell, ich habe morgen um 7 Uhr auf den Bus an den Flughafen. Und dann Oh. es war morgen um 4 Uhr, 5 Uhr. Mhm. Hast du ein bisschen Und dann los. bin ich zurück in mein Zimmer und 15 Minuten später ist meine Kollegin heimgekommen vom Ausgang und ein Typ von 3 von unserer Gruppe. Und nachher sind sie zu mir schnell ins Zimmer gekommen, ins Bett, und dann haben wir schnell Debriefing gemacht, das dritte. Schnell 15 Minuten, Am bevor du Morgen. am Flughafen. Oh. Nein, ich wollte noch 2 Stunden schlafen. Wir haben um 5 Uhr am Morgen schnell Debriefing gemacht, 15 Aha. Minuten. 2 Stunden geschlafen Oh Gott. und nachher bin ich an den Flughafen. ja. Ja. Ja, das sind doch coole Geschichten. Nein, Ja. und es ist Ja. richtig... Es ist, Die habe ich nicht Also im mit- Detail gekannt, ja. ja, ja, er war wirklich sehr ein cooler gewesen, der Forscher. Hast den Forscher. Hast du mit denen irgendwie Kontakt aus? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder Insta oder so? Da, Oder was also- macht man da? Der Rezeptionist der auf Insta, aber wir haben nicht mehr geschrieben. Und der Holländer das WhatsApp. Und er tut jetzt ab und zu ein bisschen schicken, was er am Reisen ist, was er macht. Okay. Ja, einfach Kommt so er auch mal ein auf Amsti? So im März oder so? bisschen. Er schaut... Ja, kann ich ja mal schreiben. Nein. Nein, aber lustig. Okay, gut. Reiseromanze, Kapitel «Der Dutch Guy». Ja, ist abgeschlossen. Mhm. Und ich bin nicht mit der Intuition, gell, reisen, um mit vielen Nein. Typen etwas zu haben, gar nicht. Aber das passiert, ja. Aber es ist erst am Schluss gewesen für eben so Sachen. passiert. Ja. Und weißt du, was ist eben lustig? Seit ich etwas mit einem hatte, also mit dem Kolumbianer zuerst, bin ich mit den anderen Jungs viel lockerer geworden. Also weißt du, es ist nie vorher schon etwas gelaufen, allgemein. Aber ich habe ja die Jungs, das ist Wieso? dann im nächsten Also wie Kapitel erklärst du das? vielleicht. Weil, also ich habe die Jungs nicht mega fest gekannt. Und Mit ich denen kenne du es halt, reisen bist. genau, und ich kenne es Mhm. halt nicht so mit Jungs befreundet zu sein. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, als ich etwas mit einem hatte, war wie klar, bin ich mit diesen viel näher warum? gewesen. Weil Weil ich du nicht ihnen gewusst dann habe, die Geschichte erzählt hast und das nochmal so ein Sprung war in eurer Freundschaft, dass ihr über so Sachen geredet habt. ja, ich glaube. Oder Also weil dann näher- klar war, dass nichts in der Gruppe ist. Oder? Ja. Ja, echt, wegen dem?
Ich glaube, also ich kann es mir nicht so erklären, aber also das hat Michelle auch, das ist meine Hast du das Kollegin, aber, hast du die das in mit der Gruppe reisen auch ist. so gesagt? Weißt du, hast du das in der Nein. Gruppe auch so angesprochen? So, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie... Nein, wir haben nur mal am Schluss haben wir so darüber geredet, ob wir am Anfang gemeint haben, dass wir mal etwas zusammen werden haben. Und dann mit einem so, wir beide uns angeschaut, wir so, nein, also das würde nie funktionieren. Also wir uns angeschaut, so, in dem Monat haben wir beide uns so gut kennengelernt, so, never. Nein. Also, und Ja. nachher, und das ist etwas Herziges, wegen männlichen Kollegen noch, ich habe dann so gefragt am Schluss, so, sind ihr jetzt meine Kollegen? Und nachher, der eine tut dann so die Hand auf meine Schulter und sagt so, Flavia, wir sind deine Freunde. Ich so, oh mein Gott. Ja, sicher. Hallo, weil ich kann wieder sagen, wenn du 4 Wochen aufeinander hockst und so tolle Erlebnisse machst, dann sicher bist du nachher befreundet. Ja, es ist einfach so. Aber Keine ja, da Ahnung. könnten wir jetzt nochmal eine ganze Folge anhängen. Genau, mit sorry. Mit so dem Thema Männerfreundschaft oder wie vielleicht Freundschaften zu Männern und Frauen oder wem auch immer vielleicht unterschiedlich das erleben. Aber ja, ich kann nur eine ganz kurze Ergänzung machen, weil ich wusste, dass du heute Reiseromanze erzählst. Gestern meine, ich sage mal, beste Kollegin aktuell da, sie ist aus Finnland und sie und ich, wir verstehen uns mega gut und so, wir sind so die Go-To-Person voneinander. So. Sie weiss, was bei mir läuft, ich bei ihr und so. Und sie, ich bin mit ihr halt am Donnerstag im Ausgang gewesen, und nachher, sie hat mit einem Typ geredet und wirklich, ich kenne sie seit 2 Wochen und ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon so gut. So gut. Also du hast Wirklich. gecheckt. Ja, und wir beide sind so wirklich nach 2 Tagen mir so, wie genau kennen wir uns seit den ersten 2 Tagen? Also wirklich so, jetzt ist schon 2 Wochen her. Und auf jeden Fall hat sie am Donnerstag mit einem Typ geredet. Wirklich, sie hat original 2 Minuten mit einem Typ geredet und ich habe gewusst, die hat heute etwas mehr mit dem. Ich habe es gewusst, ich habe es ihr nicht gesagt, ich habe es mir gedacht, weil einfach, ich habe einen Riecher für so Sachen. Und dann nachher, am nächsten Morgen, läutet sie mir FaceTime an und nachher sie so, Jenny. Und ich so, ich habe es gewusst. Und nachher hat sie so gesagt, sie hat einfach etwas gesagt, was mich so an dich erinnert hat. Sie so, I don't know what's happening at the moment. I think I'm on a roll. I'm normally not like this. So, so. Das hat mich so erinnert an einen Moment im Januar, wo du mir gesagt hast, ich weiß irgendwie auch nicht, was gerade los ist, aber irgendwie ist es einfach so gewesen, aber eigentlich bin ich auch nicht so, aber es ist einfach so ein paar Mal so gewesen. Und wirklich so, oh mein Gott. Sie heisst Mette. Ich nenne jetzt auch ihren Namen da. Sie heisst Mette und ich so, oh mein Gott, Mette, you sound just like my other friend in Switzerland. She's the same. Wirklich, und dann ich so für mich so dachte, jawohl. Die Stories sind auf Lager. Sie werden incoming sein. Weißt du, das habe ich so lustig gefunden. Das, ja. I see. Vor allem... Gute Unterhaltung ist, bei mir wird für gute Unterhaltung gesorgt. Ja, definitiv. Ja. Ach ja, gut. Aber jetzt habe ich wirklich sehr oft sehr herzhaft gelacht. Danke für deine Stories und für deine Offenheit. Ja, ich frage mich jetzt eben, weil ich noch nie so offen war jetzt auf so mit Jungs, aber ist okay für mich. Los ist mal die Folge. Also was meinst du gerade? Ist okay. Ja. Gut. Okay. Ja. Ja, ich finde es eben schon, also weißt Weißt du was? Das Ding ist, ich wäre eben auch gerne so offen wie du. Das, was ich ja auch bin, wenn wir halt ohne Mikrofon und Kameras reden. Aber weil man bei mir halt weiss, wer, dass ja. über wer ich das Ja. auch rede, kann ich das nicht erzählen. Nein, Weißt? ja. Und darum, ja. Es ist aus Schutz zur Privatsphäre, was auch gut so ist in dem Sinn. Aber ich glaube... Aber und auch, also ich will es auch noch mal sagen, wenn ich jetzt Typen date, ihr da draussen, die hören, falls ich dich mal date, ja, nur, dass ich es gesagt habe, ich werde nicht du tust immer so Rückfragen, detailliert das stimmt. erzählen. Das kann ich Ja, und bezeugen. Gut. Flavia Gut. fragt immer nach Einstimmigkeit. Und wenn Ja, man ausser etwas nicht ausser erzählen wenn darf, du im Ausland lebst. ausser wenn du ein scheuer Kolumbianer bist. Oder ein Holländer im Dorm. Dann fragt sie nicht nach Dann Erlaubnis. fragt sie nicht. Ja. Gut. Ja, gut. Hätten wir das geklärt? Ja, dann würde ich sagen, gönnt so viel... weiß nicht.
Was gehen so Mein viel? Hirn ist frittiert gerade. Ich weiss nicht, was... Ja, meins auch. Meine Blase Nein, ist voll. Ja, gut, dann gehst du jetzt aufs WC und ich mache noch einen Aufruf. Ja. Geht unbedingt auf die Webseite vom Podcast Clash und gönnt euch ein Ticket für den 28. Mai. Ja, der Vorverkauf ist noch nicht. Aha, shit. Jetzt. Das startet die 2 Ja. Tage. Gut, dann gehen halt die 2 Tage auf die Webseite. Wow, du bist so gut im Fall. In 2 Tagen, du denkst schon am Montag, gell? Ich habe mir einfach gemerkt, dass ich sagen muss, in 2 Tagen. Sie ist so ein Brain. Weißt du, Leute, es ist Nein. jetzt ein Samstag, doch. Ich so 2 Tage ist 16, hä? Aber ja, sorry. Jetzt mein Spazieren ist auf dich übertragen. Nein. Ja. Also hey, danke vielmals Ja. fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns bitte unbedingt 5 Sterne. Schreibt einen Kommentar, schickt jemandem auf WhatsApp. Das ist Schreibt, was man auf Spanisch noch sagen beim Sex, anstatt nur Papi. Oh, ja. Ja. Guter Aufruf. Ja. Mhm. Das nimmt uns Ja. Wunder. Oder auf Holländisch. Oder auf egal welcher Sprache. Ja, Ja. Was kann man sagen kann man immer brauchen. Sex. beim Umblätzen und mehr? Nein, ja. Nein, ja. Forschungsgebiet. Also. Hey, ich wünsche euch, hoffentlich checkt ihr auch ein bisschen ein. Okay, gut, besser wird's nicht. Also, Ja. tschüss. Tschüss zusammen. Und ich wieder am Winken, ey.